Bonjour. Merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen lauschteren. Der 8. März war Internationale Frauentag, auch am Europäischen Parlament, das zu Straßburg vom 8. bis 11. März in Plenarsession aufgehalten und sie natürlich dort zur Rede gehalten gehen. Gouf das üblich geschämt über Diskriminierung von den Frauen. Das mischt mich immer mindestens 45 Jahre mehr jung, weil bei verschiedenen Hütten Diskurse bis heute noch nicht geändert. Ich weiß auch, dass es nach immer, nicht nur in Europa, aber besonders in der Welt, da viele Länder nach immer zu viel Diskriminierungen von Frauen gibt. Es gibt nach immer viel geschlagen, violiert, genital verstümmelt. Frauen an het mist mat méi couragiert na gezielte Mesuren dagegen agiert gin. Et gibt an Europa sicher nach zuviel Frauen, die für gleicherbig nicht den gleichen Lohn kriegen, ob schon mal seit 1975 eng Direktiv hun, die het Frauen erlaubt, gegen den Lohndiskriminierung zu klagen. Man daus sich aber falsch, weil man auf verschiedene Fälle zu Lützeburg bewiesen haben, dass sie Recht kriegt, goufen auf bestimmten Fällen ganz viele Millionen freier Franken nur bezahlt. Am Hinblick auf den Internationalen Frauentag hat die Europäische Kommission unter dem bisschen pompösen, publikumswirksamen Slogan eine sogenannte Frauencharta präsentiert. Am Vorfeld von ein paar Wochen war Rede gegangen von einer Charte des droits de la femme. Das hat uns alarmiert, weil wir haben ja eine Charte des droits de l'homme, eine Charta von den Menschenrechten, weil ich, wie auch viele andere Kollegen noch geschwind, ein halbes Jahrhundert am Gange sie für Gleichrechte, eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen anzutreten, wollten wir auf keinen Fall eine spezielle Charta für Frauenrechte. Frauen sind Menschen wie auch die Männer, also sie sollen dieselbe Rechte und dafür auch dieselbe Charta haben. Lo haben wir so ein Dokument von der Europäischen Kommission, das ist eine einfach Mitteilung, so groß als über ein verstärkten Engagement für Gleichstellung von Frauen und Männern, mit dem Untertitel «Eine Frauencharta», eigentlich eine Erklärung bei Gelegenheit vom Internationalen Frauentag 2010 und von dem 15. Jahrestag von der Aktionsplattform von der Weltkonferenz, die 1995 zu Peking stattgefunden hat. Das ist alles schön und gut. Dass zu Bresland, doch zu Straßburg auch viel Gedeihung, das Initiativ gemacht gehen, also auch gut. So will es kann ja nicht mehr helfen, wann an der Europäischen Kommission, besonders was die geschlechtsspezifische Rollendifferenzen angeht, nicht mit Cap gemacht sollen gehen. Bei mir am Studio als meine bayerische Kollegin Monika Hohl, Meier, die auch Member ist am Parlament, und sich auch ersetzt, natürlich für die Frauen, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die ging es vielleicht besser, kann ich, wenn ich so das Durchstoff von Franz Josef Strauß, mit dem ich viel zu tun hat, am 80er Jahren, auch ganz gut agiert zusammen geschafft hat. Ich wollte mal mit dir diskutieren über das neue Initiativ von der Kommission. Was kann dabei rauskommen? Guten Tag, Monika, danke, dass du bereit warst, mit mir zu diskutieren über diese neue Initiative der Europäischen Kommission unter dem Titel Frauencharta. Charta sagt man in Deutsch, nicht Charta, wir sagen Charta. Das wurde ja so vorgestellt. Was hältst du eigentlich davon? Erstmal guten Tag, Astrid. Vielen herzlichen Dank, dass wir beide hier diskutieren über, glaube ich, schon ein wichtiges Thema, denn sowohl dir als auch mir und vielen Frauen hier bei uns im Parlament liegt es schon am Herzen, dass die Frauen sowohl beruflich als auch in ihrem weitergehenden Leben eine gleichberechtigte Stellung haben, bei uns in Europa, aber auch außerhalb Europas. Insofern ist die Initiative auch gut. Das, was aber traurig daran ist, dass sich in den letzten 20, 30 Jahren sehr wenig verändert hat. Dass nach wie vor die Lohnunterschiede, also in Deutschland sogar bei 23% und im Durchschnitt Europas bei 18% liegen, ist schlichtweg traurig. Und insofern halte ich es für gut, dass man vielleicht mit dieser Charta nochmal daran erinnert
und die eine oder andere Maßnahme vielleicht doch ergreift. Das Thema Transparenz ist zum Beispiel etwas, was vielleicht Unternehmen sogar scheuen werden. Weil wenn natürlich öffentlich einsehbar klar wird, dass die Frau für dieselbe Tätigkeit weniger verdient wie der Mann, vielleicht setzt das eine oder andere Unternehmen doch unter Druck. Ja, aber es ist schon traurig, denn diese Richtlinie stammt aus 1975. Ja, das stimmt. Das sind jetzt dann 35 Jahre. Ja, fast 40 Jahre jetzt. Und die Kommission hat ja die Aufgabe, darüber zu wachen, dass diese Richtlinien durchgeführt werden. Sie hat auch schon viel unternommen. Es gab ja auch eine ganze Reihe Gerichtsverfahren. Aber es ist traurig, dass die Frauen nicht den Mut haben zu klagen. Wir haben ein paar Mal in Luxemburg geklagt und haben immer Recht bekommen. Das ist schade. Aber die Luxemburger Kommissarin Viviane Reding, die hat ja bei der Vorstellung dieses Papiers besonders darauf hingewiesen, dass Deutschland, du hast es schon gesagt, eines der Länder mit der größten Lohnungleichheit wäre. Und zwar würden bei euch ja Frauen im Durchschnitt 23,2% weniger verdienen als Männer, das Viertel. Sie erwartet sich von der Bundesrepublik in dieser Beziehung mehr Antworten und mehr Tatendrang. Sie hat sogar gesagt, allein in Deutschland könne eine Beseitigung dieser Lohnunterschiede zu einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von rund 30% führen. Stimmt das? Die Zahl halte ich für deutlich übertrieben. Aber sie versucht anscheinend plastisch klarzumachen, dass natürlich die Ungleichbehandlung der Frauen nicht akzeptabel ist. Also es gibt, glaube ich, zwei Probleme, vor allem auch in Deutschland. Das dürfte in anderen europäischen Ländern nicht so viel anders sein. Die Frauen ergreifen nach wie vor meistens soziale Berufe und die sozialen Berufe, die sogenannten Frauenberufe, sind oft schlechter bezahlt. Wenn ich Erzieherinnen nehme, zum Beispiel eine Grundschullehrerin wird von Haus aus schlechter bezahlt als ein Gymnasiallehrer. Nicht bei uns. Also das ist nach wie vor in Deutschland aus dem tradierten, alten, historischen Gefüge heraus so geblieben. Als der Gymnasiallehrer, ja, aber die Lehrer der Grundschule, Lehrerinnen oder Lehrer werden gleich bezahlt. Die verdienen gleich. Sie werden gleich bezahlt für dieselbe Tätigkeit. Aber da, wo mehr Frauen sind, ist die Neigung oft auch früher gewesen, dass die Löhne eher niedriger sind. Und etwas ist traurig, ich würde nicht einmal das Klagen nur empfehlen, sondern man stellt oft fest, in vielen Untersuchungen festgestellt worden, dass die Frauen weniger Ansprüche haben. Also wenn sie in den Beruf hineingehen, sagen sie oft, wir wollen zufrieden sein, der Beruf soll uns erfüllen. Der Lohn spielt keine so große Rolle. Währenddessen Männer mit sehr klaren Vorstellungen über ihren Lohn und eine bestimmte Grenze gehen sie nicht, beanspruchen das auch. Wenn Frauen das tun, gilt das als unfraulich. Also ich kann Frauen nur empfehlen, dass sie auch ihre berechtigten Lohnansprüche, wenn sie studiert haben, wenn sie eine Berufsausbildung gemacht haben, von Anfang an klarlegen. Sie sind genauso gut wie Männer. Das lässt sich nicht nur rechtlich klären. Aber vielleicht hilft die Transparenzinitiative, wenn man das öffentlich macht, doch. Aber Frau Reding hat ja gesagt, bis 2014 will sie diese Lohnunterschiede beseitigt haben. Welche Folterinstrumente hat denn jetzt bis auf einmal die Kommission, die sie ja bisher dann nicht hatte, um dieses Missverhältnis zwischen Frauen und Männerlöhnen zu beenden? Und wie gesagt, bis 2014, wie versprochen. Glaubst du daran? Also ob das bis 2014 klappt, weiß ich nicht, weil die letzten 30 Jahre, wie gesehen, ist zwar etwas passiert, aber halt nicht allzu viel. Und das Problem ist ja altbekannt. Das Thema Transparenz, das heißt öffentlich, dass jedes Unternehmen unter Umständen öffentlich machen muss, wie es in Gehaltskategorien Männer und Frauen bezahlt. Das an den Pranger gestellt. Das ist schon, ja, also das ist, glaube ich, heutzutage schon also für das Image eines Unternehmens ist das nicht gut. Dass soziale Berufe plötzlich alle gleich bezahlt werden, beziehungsweise sie werden zwar zwischen Männern und Frauen gleich bezahlt, aber dass die plötzlich in höhere Kategorien kommen, da habe ich erhebliche Zweifel, weil oftmals die Leistungen ohnehin schon die Pflegekassen Schwierigkeiten haben, die Gesundheitskassen Schwierigkeiten haben, die Krankenversicherung mit den... Also da weiß ich nicht, ob so viel gelingen wird, wie wir uns gemeinschaftlich wünschen würden. Es wird ja auch diskutiert, ob Sanktionen verschärft werden.
Da weiß ich aber nicht, ob sich Europa wird am Ende dazu durchringen können, tatsächlich verschärfte Sanktionen einzuführen. Das müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt werden wir ja tätig werden aufgrund dieses Papiers und wir hoffen dann, dass mal wirklich dann auch die Kommission uns hilft, Nägel mit Köpfen zu machen. Also wir Frauen werden für die Frauen kämpfen, Astrid. Wir kämpfen dafür. Vielen Dank, Monika, dass du bereit warst, mit mir hierüber zu diskutieren. Ich sage dir vielmals merci, dass du uns noch gelauscht hast. Da bist du geschwind.